Merci, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Madame Gesundheitsminister, die Infektionen mit menschlichen Papillomavirus, mehr an der HPV bekannt, sind eine von den häufigsten sexuell übertragenen Infektionen und stellen eine wichtige Herausforderung für die öffentliche Gesundheit dar. HPV-Infektionen kommen ganz häufig vor und verlaufen tags ohne Symptome. Gerade dadurch können sie über eine lange Zeit unentdeckt bleiben. Und in den meisten Fällen verschwindet die Infektion vom selber. Wenn eine Infektion mit einem Hochrisiko HPV aber bestehen bleibt, kann das zu 4 Krebsstadien oder zu verschiedenen Krebserkrankungen führen. Besonders bekannt ist der Lerntisch HPV und dem Gebärmutterhalskrebs. Konsequenzen von einer HPV-Infektion limitieren sich aber nicht nur auf Frauen. Auch Männer können betroffen sein, unter anderem durch Krebsformen im Bereich vom After, von den Genitalien oder am Mundraum. Weil die Infektion auch bei den Männern lang ohne Symptome verlaufen kann, gibt es das recht spät oder indirekt erkannt. Hinter diesen Krankheitsbildern sind nicht nur medizinische Diagnosen, sondern auch betroffene Menschen, Koppeln und Familien. Eine schwere Krankheit, eine Krebsdiagnose oder eine lange Behandlung können das Leben von einer ganzen Familie auf den Kopf stellen. Sie können mit Angst, Unsicherheit, körperliche Belastungen, Frohen zur Fruchtbarkeit und zum Familienleben verbunden sind. Dafür ist es umso mehr wichtig, dass HPV nicht nur als abstrakt gesundheitspolitisches Thema behandelt wird, sondern auch als ein Sujet, das direkt Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen an ihrem Umfeld kann haben. Semaine de la Santé de la Femme, die am Juni stattgefunden hat deutlich gemacht, wie zentral das Prävention, die Impfung, die Früherkennung und Behandlung von HPV-bedingten Krankheiten konsequent zu stärken. Gleichzeitig muss klar kommuniziert werden, dass HPV nicht nur ein freies Gesundheitsthema ist, sondern ein breit gesellschaftliches und gesundheitspolitisches Thema, das Frauen und Männer betrifft. Die Entwicklung von neuen Behandlungspraktiken zu Lützeburg, wie zum Beispiel die Aufhängung von einer neuen Behandlungsmethode im Bereich vom Gebärmutterhalskrebs, weist, dass sich die Versorgung von den betroffenen Patientinnen am Land weiterentwickelt. Das Fortschritt ist wichtig, als ihn zu begrüßen. Sie weisen aber auch, wie zentral das schon mehr frei umzusetzen. Durch eine gute Abklärung, einen hohen Impfcode, einen guten Access zum Depistage und eine konsequente Früherkennung. In dem Kontext will ich euch, Madame Minister, folgend vorstellen. Könnt ihr ein aktuelles Bilanz von der HPV-Impfcode zu Lützburg machen? Wie bewertet die Regierung die aktuelle Impfquote bei jungen Männern, besonders für den Hintergrund, dass HPV auch bei Männern zu schwerer Krankheit führen kann? Welche Mesure sind aktuell vorgesehen für die Aufklärung über HPV zu verstärken, besonders bei Jugendlichen, Älteren und jungen Erwachsenen? Gibt es spezifische Kampagnen oder Sensibilisierungsaktionen am Kader von der Woche von der freien Gesundheit, die sich mit dem Thema HPV, Impfung und Früherkennung befassen? Leihen der Regierung Donien darüber vor, wie hoch Partizipation Depistage vom Gebärmutterhalskrebs ist und wo eventuell Barrieren beim Accès bestehen. Könnt ihr, Madame Minister, auch erklären, wie die neue Behandlungsoptionen im Bereich vom Gebärmutterkrebs zu Lützeburg an die Gesamtstrategie gegen HPV-bedingte Krankheiten passen? Am nächsten Frage, wie geht die Effektivität von der bestehenden Präventions- und Aufklärungsmesuren im Bereich HPV evaluiert, und welche Verbesserungen sie für die nächsten Jahre plant? Ich sage Schluss schon, vielmals merci für die Antwort. Merci, Herr Marques. Dann wird die Regierung geführt. Madame Gesundheitsminister. Herr Präsident, ein großes Merci dem Deputierten Ricardo Marques für das Froh, die natürliche Sujet betrifft, die einen großen Enjeu an der öffentlichen Gesundheit ist. Ich froh, was können wir zur Impfquote suchen? Mit dem Impfquote für Mädchen, da sind wir im Moment über 80%, bald 82%. Bei den jungen Leuten die 73%. Die Donner kommen aus einer Etude, die 25 publiziert ging aus und die aufgrund von einem Questionnaire, den die Leute geschickt ging, abgestaltet ging. Da man da immer nur bei den Werten, die OMS zum Beispiel die so 90% von den Mädchen im Alter von 15 Jahren sollen geimpft sind, ist das noch ein bisschen spät nur, wenn wir sind Richtung die Zahl NRW.
Für Jungen als natürlich die Quote mit 73% natürlich genug, da müssen wir auch Richtung 98% kommen. Mit Santa 2010 gehen die Zahlen alle Guten regelmäßig an Blut. Und weil die Impfquote bei den Jungen natürlich noch immer niedrig ist, muss man auch da verstärkt durchstrengen von Kommunikation, Sensibilisierung rund um Benefice von der HPV-Impfung aktivieren. Was machen wir dann an dem Bereich, wo wir Mesuren von Sensibilisation und Information umlaufen? Wir schon 2023 eine Broschüre herausgehen, die als Titel hat «Se faire vacciner, c'est mettre toutes les chances de son côté». Und die Broschüre ist nicht nur an Apotheken zur Verfügung oder bei der Direktion von der Santé oder im Site von der Direktion von der Santé, aber die wird breit gestreut auch über die Schulmedizinservice. Die Rekommendationen vom Conseil supérieur des maladies infectieuses ausgeweitet gesehen, das ist das nicht nur mehr Junker, die können Access haben, aber auch die Junker Wusse von 21 bis 26 Jahren können rezent Access zu der Impfung haben. Dafür ist die Broschüre neu gemacht gehen, aber wird doch mehr breit nachgestreut gehen. An der Schulmedizin, wenn die Leute feststellen, dass die Impfung da fehlt, da kriegen die Eltern einen Brief mit der Broschüre dabei, für sie zu sensibilisieren, dann mit ihrem Doktor zu schwätzen, ob die Impfung nicht muss nachgeholt werden. An der Bereich von der Gesundheitsprävention ist da gerade so gut wie ich, dass nicht akkiert. Das ist auch, wenn wir einmal eine Broschüre gemacht haben, wenn wir einmal an der Schule darüber gesprochen haben, das geht nicht durch. Das ist all die Mesuren, die wir en place haben, gehen regelmäßig wiederholt. Und auch mit neuen Kanälen wie soziale Medien, digitalen Utensilien verbreitet. Der hat zumindest la Santé de la Femme angeschaut. Dieses Jahr war das die erste Edition. Da haben wir uns hauptsächlich konzentriert rund um wirklich Krankheiten, die Frauen betreffen, respektive den Zyklus von der Frau. Und hauptsächlich die Krankheiten, die beim Frauen andere Symptome weisen wie bei Männern. Und darüber hinaus ist natürlich die HPV-Impfung eine Impfung, die auch Frauen betrifft, aber nicht nur Frauen, mir auch Männer wieder richtig erklärt hat. Und wir sind überzeugt davon, nur dem Erfolg von dieser Woche, dass wir eine zweite Woche machen und schön dieses Propos macht, für dann da auch in Dach anzubauen, die sich rund um diesen Virus dreht. Dann hat er nachher noch Zölle gefragt, war das den Taux von Depistage, war das die Möglichkeit für ein Depistage zu machen. Wir haben zu Lützeburg kein offizielles Depistageprogramm. Das ist zum Beispiel beim Brustkrebs ein offizielles Depistageprogramm, hier aber nicht. Und das habe ich auch schon 4 und 3 Jahre gefragt gehabt, für was haben wir da kein offizielles Depistageprogramm. Wir sind am Kader von also allgemeiner Gesundheitssystemsaufstellung so gut, dass Frauen regelmäßige Froti gemacht kriegen, das heißt, als eine Detektion von Col de l'Utérus als 99%. Das ist natürlich für Frauen, du meinst schon einen warmen Appell und Männer. Falls sie irgendwo etwas gesehen was ihnen suspekt wirken, auch möglich so sehr wie möglich analysieren lassen, ob das Kind ein Prästadium von einer Krebssort sind, die durch HPV ausgelöst wird. Die Froti ist rekommandiert, alle 3 Jahre zu machen. Und falls dann da etwas gesiegt, was Kind eine Alteration von Zellen sind, da wird bei 6 Monaten bis einem Jahr eine zweite Froti gemacht, wenn das sich dann da konfirmiert, da wird weiter größert, sodass wir da mit der Methode, die man Platz, 99% von den Fällen entdecken. Dann hat er gefragt, wie die Behandlungsoptionen noch weiter werden sich entwickeln. Wir basieren noch immer darauf, und international auch, dass die nicht frei entdeckt, an einem Prästadium entdeckt, und da brauchen wir nicht so invasiv zu gehen. Die chirurgische Intervention ist noch immer der Klassiker, und dann noch jenes Stadium, wo war, eben eine Chemotherapie, eine Radiotherapie, aber wie bei allen Krebssorten gehen da auch immer mehr personalisiert Utensilien, und die gehen unter anderem auch für den Gebärmutterhalskrebs en place gesagt. Wie bewerten wir die Effektivität von der Prävention der Sensibilisierungskampagne mit einer Todedetektion von 99%. Wir haben ein gut aufgestelltes Gesundheitssystem, wann dann etwas entdeckt wird. Und ich denke, Zölle schwätze für sich. Und 2024 machen wir all Jahres rund 20.000 Impfungen mit dem Wirkstoff, den da gegen verschiedene Viren
agieren. Last but not least, eng Impfung as aber net en ultimative Schutz, das schon e Schutz, me et kann ja net beim Schließverkehr net nimmen HPV-Viren iwwerdroen, kann die noch andere Sachen iwwerdroen. An de beste Schutz bei Allverkehr as nach immer de Kondom an eventuelle Lektor, weil so iwwerdreht kein iwwerdrohbar Krankheiten. Merci.